Guten Morgen zusammen an diesem schönen sonnigen Sonntag. Man hätte ja auch spazieren gehen können, ne? Man hätte ja auch Skifahren gehen können. Verlockende Sachen. Aber super, dass ihr hier seid. Und ich denke, es ist nicht umsonst, dass wir hier zusammen sind. Denn wir haben eigentlich in unserer Mitte jemand, der total beeindruckend ist. Eigentlich sind wir nicht hierher gekommen, um ein paar Lieder zu singen. Danke für den Worship, ne? Das ist nicht mein Point. Aber es ist noch viel mehr, dass durch die Lieder schauen wir durch und wir sehen eine Person, die das Matterhorn gemacht hat und die anderen schönen Berge in der Schweiz geschaffen hat. Und wenn die Person das alles hinkriegt, kann ich sagen, wow, diese Person möchte ich besser kennenlernen. Geht es euch auch so? Okay. Vielleicht kennt ihr ja diese Person schon so gut. Tja, schon alles gut berechnet. Aber deshalb wird die Route neu berechnet, Leute. Die Route wird neu berechnet. So vielleicht ein paar Leute in meinem Alter. Wisst ihr noch, als man früher Reisen gemacht hat, mit Landkarte noch, ne? Man saß zu Hause, hat geguckt und man hat im Auto das Ding gehabt. Kennt ihr auch noch, ne? Okay, und dann kam die Phase so von der ersten Generation der Navi. Ich weiß, wir sind nach Frankreich gefahren und ich versuche ein Mensch zu sein, der Anweisungen ausführt. Also Susi sagt mir rechts abbiegen, links abbiegen und ich mache natürlich, was Susi sagt. Ich habe bezahlt dafür und sie ist da. Und plötzlich stehe ich irgendwo auf dem Waldweg, da geht es nicht mehr weiter. Und Susi sagt links abbiegen. Da war die Böschung. Okay. Also man muss schon genau wissen, auf wen man hört, ne? Und es gibt aber auch das neuzeitige Phänomen. Du bist auf der Autobahn unterwegs, du bist zu Hause, kalkulierst und du weißt, du brauchst 4 Stunden, 10 Minuten zu der Reise und dann fährst du 2 Stunden und dann sagt Susi zu dir, meine heißt Susi, ne? Die Route wird neu berechnet, weil irgendwo ein Unfall ist, ne? Dauert eine halbe Stunde länger. Aber wir berechnen jetzt die Route neu, sodass du am Ziel ankommst und dass auch die ursprüngliche Idee deiner Richtung auch wenn sie nicht funktioniert, aber du wirst am Ziel ankommen. Halbe Stunde später, 4 Minuten, 40 Minuten, aber du kommst an und dann musst du halt Umwege fahren. Okay, in unserem Leben mit Jesus, das ist ja auch zu beschreiben, zu vergleichen mit einer Reise. Also ich rede lieber von Jesus nachfolgen als Christ sein. Christ sein ist so etwas Statisches. Man hat irgendwann mal so ein Bekenntnis gehört, gesprochen und das ist was Formales. Ich bin Christ. Okay, kann man sagen. Man kann aber auch sagen, ich folge einer Person nach. Ich bin jemand, der von ihm ergriffen wurde und jetzt die Person, die mich ergriffen hat, die so faszinierend ist, die mein Leben für mein Leben geopfert hat. Wow, mit dieser Person will ich leben. Und darum geht es bei der Nachfolge von Jesus, darum geht es, die Route wird neu berechnet, weil nicht immer alles so glatt läuft. Bei wem läuft im Leben immer alles so glatt? Hände hoch bitte. Tja, es ist einfach so im richtigen Leben. Es läuft nicht immer alles so glatt und deshalb ist es so gut, dass wir immer wieder wissen. Und ich rede jetzt nicht nur von der einen Situation, wo du Jesus kennengelernt hast und gerettet wurdest. Da gab es einen großen Kurswechsel. Aber immer wieder im Leben haben wir auch Kurswechsel zu vollziehen, weil wir ihm näher kommen wollen. Und das ist so super, dass er auch dann, wenn wir falsch fahren, sagt er, hallo, geh mal zurück auf die richtige Spur. Hallo, du hast eine Ampel übersehen, langsamer. Oder dort bist du falsch abgebogen. Es ist so gut, dass wir jemanden haben, der viel besser ist als Susi, die manchmal uns auf Abwege führen wird. Der unsere Reise plant, dem wir nachfolgen, ist Jesus, der Schöpfer des Universums, dem alle Schätze der Weisheit sind, der die Liebe in Person ist. Leute, gibt es eine bessere Person? Dann folgt ihr nach. Wenn ihr eine bessere Person, eine bessere Idee, eine bessere Sache habt, folgt ihr nach. Aber bitte mit ganzem Herzen. Halbherzigkeit, ihr Lieben, Halbherzigkeit ist over. Ich rede zurzeit mit vielen Leuten und ich höre immer wieder das Gleiche. Sibylle und ich hatten einen Gast Donnerstag zum Frühstück. Und das war interessant, dieser Gast war der Sohn eines guten alten Freundes von uns, Anfang 30. Wir haben ihn 10 Jahre nicht mehr gesehen. Als Missionarskind in Peru aufgewachsen, Peru, Straßengangs und so, hat er alles gekannt. Und irgendwann hat er auch mal eine richtige Entscheidung mit Jesus gemacht. Ich denke vor 10, 12 Jahren. Ne?
Und hat dann viele gute Sachen gesehen, hat in Mosambik gelebt, Schule gemacht bei Heidi Baker und dies und jenes. Und jetzt lebt er in Belgien. Belgien ist eigentlich ein Land, wo wenig Menschen Jesus kennenlernen. Aber er hat gesagt, mein Leben wurde so, es gab so eine Neuberechnung der Route vor 12 Jahren, als ich eine Person gesehen habe. Ich war auf der Hochzeit meiner Schwester in Deutschland irgendwo, von Peru nach Deutschland, Hochzeit. Nach der Hochzeit war ein Konzert. Und dieser farbige Mann, der dieses Konzert gegeben hat, hat nicht nur Musik gemacht, er hat sein Herz mitgeteilt. Er hat erzählt, wie Jesus sein Leben verändert hat, was Jesus für ihn jetzt bedeutet. Sinn, Hoffnung, Freude, Erfüllung. Und dann guckt unser junger Freund und sagt, gute Worte, was lebt der Mann? Und dann sieht er um ihn rum ein Team, was unheimlich starke Beziehungen lebt. Und dann sagt er, unser Freund zu dem Musiker, der heißt Eddie, Eddie war oder ist immer noch in vielen Ländern unterwegs. Eddie, was du da machst, das gefällt mir. Kann ich da dabei sein? Komm in mein Team. Erster Kontakt, komm in mein Team. Er war 7 Jahre in dem Team, war am Schluss im engsten Leitungskreis. Und wir fragten ihn dann, was war für dich so faszinierend in diesem Team? Er sagt, wir kamen in dieses Team und das Erste, es war nicht Kirche. Du konntest einfach dich selber sein. Du musstest keine Maske haben, kein Theater spielen, du musstest nicht gucken, dass du geistlich gut genug bist. Du warst dabei. Du hast dazugehört. Und er sagt, das war für mich so eine Erfahrung, die hat mein Herz einfach weich gemacht. Und ich habe gemerkt, jetzt hat mein Leben wirklich einen Richtungswechsel erfahren. Die Route wurde neu berechnet. Was immer ich versucht habe, ich war an einem Platz, wo ich echt sein konnte. Ich war angenommen. Und das hat mich erfüllt, das hat mich motiviert. Darf ich das jetzt sagen? In der Schweiz darf man es sagen, in Deutschland nicht. Es kam dann, als Team kamen sie in Kontakt mit Menschen, die waren homosexuell. Und das ist der politically correct, ne? Das ist ja kein Problem. Aber da kamen Leute, die haben gesagt, wir spüren hier was in diesem Team, was uns total fasziniert. Wir wollen bei diesem Team auch dabei sein. Annahme, Liebe spüren, einfach so sein können. Und so waren sie. Und niemand hat gesagt, du musst anders werden. Niemand hat gesagt, deine Ethik ist falsch. Angenommen, geliebt, 2 Jahre später geheiratet, weil in Heilung, Restaurierung passiert ist. Und sie hatten anders getickt danach. Ne? Und ich weiß, das ist ein gefährlicher Satz, aber so war es einfach. Ne? Und was ich damit sagen will, dass unser größtes Kapital als Jesus-Nachfolger, nicht als Kirchgänger, das größte Kapital als Jesus-Nachfolger ist, wir haben eine Liebe empfangen. Wir haben den größten Schatz empfangen, den es gibt im Universum, den Sohn Gottes in unserem Herzen, in unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Familien. Und diesen größten Schatz, den lassen wir raus aus uns. Er hat uns angenommen mit allen unseren Möglichkeiten, mit all unseren Dingen, die noch nicht so glatt laufen, nimmt uns heute an. Und das ist der größte Reichtum. Und Leute, die Welt da draußen, die Menschen um uns herum, wir waren gestern Abendessen bei jemandem von der Gemeinde und dieses Ehepaar hat uns auch gesagt, hey, es sind wahrscheinlich 98%, glaube ich, die Jesus nicht kennen in der Schweiz. Ne? Das ist so von jemandem. Ja, ich rede immer mal von den 2-3%, ne? Und von den anderen 97%. Und es geht nicht darum, oh, die Armen, sondern es geht darum, in uns ist etwas. Und das, was in uns ist, das soll in Bewegung kommen. Unsere Tochter war kürzlich zu Besuch, hat gerade in Frankreich so eine tolle Küchenmaschine gekauft, ne? Die so vieles kann, die kocht fast von alleine, ne? Und macht's gut und das Gemüse kommt gerade so gut raus und die Säfte und alles. Ne? Stellt euch vor, sie würde diese Küchenmaschine einfach nur benutzen, um damit heißes Wasser zu machen. Das wäre ein paar Euro aus dem Fenster rausgeschmissen, ein paar Franken. Ne? Und ich befürchte, dass, wenn ich mich angucke, jetzt rede ich über mich, aber ihr dürft gerne zuhören. Ne? Manchmal lebe ich so, als ob ich mit dieser Küchenmaschine nur Wasser kochen würde und nicht das Potenzial, das die Küchenmaschine benutzen würde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ehrlich bin, ich lebe nicht immer dieses volle Potenzial dieses Geschenkes aus. Lebt ihr das immer aus?
Und ich denke, wir sind da gemeinsam in einem Prozess, wo Jesus sagt, hey, ihr habt diesen Matchy-Mix, ne? Nicht um heißes Wasser zu machen, oder ihr habt diesen Matchy-Mix, um vier Gänge-Menü zu kochen mit Top-Qualität und so. Dafür ist diese Maschine geschaffen. Wir sind als Jesus-Nachfolger nicht hier, um sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Super, dass ihr hier seid, das ist ja nicht falsch. Ne? Aber das ist nicht das Ziel, das ist nicht das Ende. It's not about coming to church, sondern es geht darum, dass wir solche, die in den Gottesdienst kommen, die in eine Kleingruppe gehen, die in verschiedene Dinge gehen, in diesem ganzen Treffen sagen, wow, die größte Schätze, der größte Reichtum des Universums ist bei uns und wir geben es weiter. Wow. Ja, die Männer haben wahrscheinlich jetzt nicht so die heiße Begeisterung über Küchenmaschine. Aber stell dich vor, ne, Samuel, du magst Autos. Ne? Stell dir vor, du kriegst jetzt so einen richtig tollen, knackigen Jeep. Ne? Das Four-Wheel-Drive, hoher Radabstand, ne? Richtig robust. Jetzt nicht so wie die Pseudo-SUVs, so richtiges Geländeauto. Ne? Und dann frage ich dich nach einem halben Jahr, was hast du damit gemacht? Ich bin von Würlos bis Wettingen gefahren, so 2-mal pro Woche. Ne? Es ist immer noch sauber und gut. Ne? Was würdest du mit dem Auto machen, wie ich dich kenne? Querfeld ein, richtig steil hoch und eine Böschung entlang. Ne? Dafür gibt es einen Four-Wheel-Drive, Marke Jeep, robust, Range Rover, Land Rover, whatever. Und ehrlich gesagt, das Evangelium, die gute Botschaft, ist uns gegeben, damit wir sagen können, wow, mein Leben hat Sinn, mein Leben hat Bedeutung, mein Leben hat Hoffnung, mein Leben hat eine Bestimmung. Meine Bestimmung ist nicht von Würenlos nach Wettingen 2-mal pro Woche zu fahren, sondern meine Bestimmung ist, wow, dorthin zu gehen, im unwegsamen Gelände, dorthin zu gehen, wo Steine sind, wo es Morass gibt, wo es auch mal eine Böschung gibt. Das ist der Jeep, das ist das, was Jesus in mir bedeutet. Macht das Sinn? So, was wollt ihr erleben? Wollt ihr mit dem Matchy-Mix heißes Wasser kochen? Oder 4-Gänge-Menü? Wollt ihr mit Jeep, Four-Wheel, hoher Radabstand, robust, Garage stehen lassen, putzen? Oder wollt ihr sagen, dieses Ding haben wir, um wirklich Abenteuer zu machen? Ne? Ich entscheide nicht für uns. Ich muss mich selber, ehrlich gesagt, ich habe die Entscheidung vor vielen Jahren gefällt. Aber damit hat es sich nicht getan. Gott bringt mich auch in diesen Zeiten immer wieder an den Punkt, wo ist das Four-Wheel-Drive? Okay, Gott steht gut in der Garage. Das ist so risikoreich, da draußen rumzufahren. Richtig? Evangelium ist Risiko. Guck mal Jesus an, es hat ihn das Leben gekostet. Guck Paulus an, es hat ihn das Leben gekostet. Leute, Evangelium ist Risiko. Aber ohne Risiko einzugehen, wird die Kraft und die Schönheit und die Liebe und die Freude des Evangeliums nicht freigesetzt. Gott bringt Sibylle und mich immer wieder in Kontakt mit Menschen, die eigentlich mit Kirche nichts am Hut haben. Die sagen, wir haben die Kirche beobachtet, wir kennen die Skandale der katholischen Kirche, wir sehen dies und jenes in der Kirchengeschichte, bla 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 und. Ich sage, forget about it. Wir reden nicht über Institution, wir reden über eine Person, die das Universum geschaffen hat. Und da kommt plötzlich eine Offenheit. Und wir merken, dass Leute, die so weit weg sind von Gott, wenn wir offen, von der kirchlichen Idee, wenn wir offen sind, ehrlich reden, plötzlich sagen sie, wenn ich morgens aufwache, versuche ich mit oben connected zu sein, weil ich die Kraft brauche. Wir haben kürzlich mit 15 Leuten gesprochen, keiner als Jesus-Nachfolger. Und ich habe mit ihnen gesprochen über die Sehnsucht, die in jedem Menschen steckt. Und sie sagen, ja, die kennen wir auch. Und Zitat von Augustin, Kirchenvater aus dem 5. Jahrhundert, er sagt, deine Seele kommt eigentlich nicht zur Ruhe, bis deine Seele nicht bei dem Schöpfer angekommen ist. Und das ist die tiefe Sehnsucht, die alle Menschen in sich haben. Oder wie ein paar Leute das ausdrücken, Leute, von der Pflicht der Freude, ist ein blöder Titel. Ich gucke, wie es auf Englisch heißt.
Unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet in dir, Augustinus. Ne? Der Titel ist blöd, von der Pflicht zur Freude. Das klappt nicht so leicht. Ne? Aber die Idee, die John Piper da zum Ausdruck bringen will, und übrigens John Piper ist kein Abgehobener, er ist Southern Baptist, Solid Teacher, einer der besten Lehrer der letzten Jahrzehnte. Und wenn ihr mal euch mit dem Thema beschäftigen wollt, kann ich euch wirklich John Piper von ganzem Herzen empfehlen. Ne? Hunger nach Gott oder von der Pflicht nach Freude, das ist das Einfachste, Schnellste. Und da zitiert er zum Beispiel C.S. Lewis. Ein Zitat von C.S. Lewis. Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute, die mit Kirche nichts zu tun haben, sich dieser Sehnsucht mehr bewusst sind als wir. Und sie suchen und suchen und suchen. Manche suchen sind Abenteuer, Drogen, dies und jenes. Ja. Manche suchen sind Aktivitäten, politische Sachen und so weiter. Diese Sehnsucht, in der Prediger heißt es, Ewigkeit ist in ihren Herzen. Weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Gott ist ein ewiges Wesen, ist in uns die Ahnung von Ewigkeit, die Sehnsucht nach Ewigkeit. Und das ist das, was Gott durch uns spüren lassen will. Wollt ihr noch ein Zitat? Ja. Danke, wir kooperieren ganz gut. Blaise Pascal, kennst du? Und was hat er gesagt? Vieles, gell? Aber unter anderem hat er gesagt, er war Physiker, also guter Naturwissenschaftler, hat übrigens eine der ersten Rechenmaschinen erfunden, bevor es Computer gab. Ne? Man konnte damit addieren, subtrahieren auf mechanische Art und Weise. War der erste. Okay, und so weiter. Er war auch Philosoph und Apologet. Er sagt, es heißt, Blaise Pascal sah, dass alle Menschen das Glück suchen, hat er als Naturwissenschaftler festgestellt. Das gilt ohne Ausnahme. Welche unterschiedliche Mittel sie auch anwenden, alle dienen diesem Ziel. Der Wille macht nicht den kleinsten Schritt ohne dieses Ziel. Das ist das Motiv jedes Handelns, jedes Menschen, sogar derer, die negative, destruktive Ziele haben. Ich finde diese Zitate krass. Ein Naturwissenschaftler sagt, die Sehnsucht ist da und das ist eigentlich die Treibfeder von dem, was unser Leben so stark bestimmt. Und das war die ursprüngliche Idee, warum wir sie vorlesen können, bitte die ursprüngliche Idee Gottes auch. Wenn wir Gottes Herz verstehen wollen, ich sage jetzt nicht fühlen wollen, erstmal verstehen. Ne? Ich denke, um Gottes ursprüngliche Idee zu verstehen, müssen wir ins Paradies schauen. Was ist im Paradies passiert? Alles war da. Ihr könnt alles haben. Das zeigt Gottes Großzügigkeit. Gott will dir und mir nichts vorenthalten. Nichts vorenthalten, damit sage ich nicht, Gott ist so wie ein Automat. Gott, ich will, Lösung kommt raus. Aber Gott ist ein großzügiger Gott, der dein Herz kennt, der deine Familiensituation kennt und der sagt, ich habe damals schon gezeigt, dass ich gut und kreativ bin, das will ich dir auch heute geben. Und dann sehen wir die ursprüngliche Idee, wo Jesus sagt, ihr Lieben, wenn ihr verstehen wollt, wie gut Gott ist, dann schaut auf diesen Vater. Er erzählt das Gleichnis. Und das Krasse an diesem Gleichnis von dem Vater ist, orientalische Kultur, was wir nicht so leicht verstehen. Ne? Da heißt es dann, und der Vater rannte dem Sohn entgegen. Ja, viele von uns rennen auch. 60-Jährige gehen auch noch jogging, 70-Jährige. Okay, wir müssen aber verstehen, hier ist ein Vater, der vielleicht, sagen wir, in den 40ern war. Ne? Er sieht seinen Sohn und in der orientalischen Kultur zu der Zeit, als Jesus das erzählt hat, ist kein erwachsener Mann, der über 20 war, gerannt. Und hier ist einer gerannt. Und damit er rennen kann, mit diesem Tschelabiew, musste er sich das Ding hochhalten. Und man hat seine Waden gesehen. Und dann ist er gerannt, um zu seinem Sohn zu kommen. Das ist der Ausdruck von himmlischen Vater dir und mir gegenüber. Er sagt, ich weiß, wo du warst. Ich weiß, wo du dich rumgetrieben hast. Das ist doch nicht das Wichtigste. Ich will mit dir Freundschaft haben. Ich will, dass du eng bei mir bist, zu Hause bist, erfüllt bist, Zukunft und Hoffnung hast. Es ist fast so wie heute bei einer Hochzeit der Brautvater an der Badehose rumrennen würde. Ne? So krass muss man sich das vorstellen. Ne? So, dass dieser Vater in diesem Gleichnis den Tschelabiew hochgehalten hat und gerannt ist. Ne?
Gott bricht out of the box. Er geht raus aus Konvention der Enge, um uns zu umarmen. Gottes großes Risiko, er wollte das Beste. Warum ist es wenn Gott so gut ist, warum haben wir dann heute so viel blöde Sachen? Beinahe Krieg vor unserer Haustür, große Pandemien, dies und jenes, Manipulation, Kontrollsysteme. Warum haben wir all diese Dinge auf diese Art und Weise? Wir müssen das eine hier verstehen. Gott wollte das Beste. Das heißt, er schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, er hat Wesen geschaffen, mit denen er Freundschaft haben kann. Und Freundschaft ist nur möglich auf der Basis von freier Entscheidung. Ob ich mit meiner Frau nett oder nicht nett bin, ist meine Entscheidung. Und ich habe die Konsequenzen auch zu suffern natürlich, okay? Aber die Idee ist, ich selber kann entscheiden, ob ich in eine Beziehung investiere, ob ich Wohlwollen, Freundlichkeit, Vergebung, Güte investiere oder ob ich Selbstgerechtigkeit, Macht demonstriere. Das liegt in meiner Hand. Und Gott ist dieses Risiko eingegangen. Gott sagte, Adam, Eva, ich will euer Herz. Schaut, ihr habt alles. Ich enthalte euch nichts vor. Okay, der eine Baum, das ist eigentlich letztendlich nur das Zeichen dafür, dass ihr nie vergesst, ich bin Schöpfer, ihr seid Geschöpf, aber der Rest gehört euch. Ne? Und wenn ihr diese Grenze Schöpfer-Geschöpf übertretet, dann gibt es Katastrophe. Deshalb, Leute, Finger weg von dem Baum. Und ihr seid meine Freunde, alles gehört euch. Ich komme jeden Abend, wir gehen spazieren im Garten und so. Das war echt super eigentlich. Ne? Alles gehört euch. Das ist Gottes Haltung, Gottes Wohlwollen uns gegenüber. Aber das konnte nur funktionieren, Gottes Risiko, wenn wir uns frei entscheiden können, den Baum anzufassen oder nicht anzufassen, Frucht zu essen, nicht zu essen. Nur auf der Basis von Verantwortung, Entscheidungsfähigkeit gibt es die höchste Qualität von Beziehungen. Und Gott wollte keine Marionetten, keine Leute, wir gehen sonntags in den Gottesdienst, oder dann machen wir Montagmorgen, Gott, 5 Minuten Bibel lesen heute, okay, ich beiß mich da schon durch. Ne? Das ist nicht das, was Gott will, ne? Sondern Gott sagt, ich will dein Herz, ich schenke dir meine Liebe, meine Güte, meine Freundlichkeit, alles. Ich will, dass es in dein Herz reinfließt und dass es aus deinem Herz zu mir wieder zurückfließt. Noch einen guten Satz aus diesem Buch, das habe ich das 21, ne? Jonathan Edwards, wahrscheinlich einer der größten Prediger, die es jemals gab in Amerika. Gott wird nicht nur dadurch geehrt, dass seine Herrlichkeit gesehen wird. Nicht nur. Es ist so wichtig, dass wir seine Herrlichkeit sehen, dass wir aufs Kreuz schauen und sagen, fantastisch, unbegreiflich. Zweiter Satz. Sondern auch dadurch, dass sie bejubelt wird. Wenn wir uns nicht an Gott freuen, ehren wir ihn nicht so, wie es sein sollte. Das heißt, Gott will Offenbarung. Ohne Offenbarung gehen wir zugrunde. Er offenbart uns seine Liebe, Güte, Freundlichkeit. Wir schauen aufs Kreuz, brauchen wir nicht kommentieren. Wow. Und dann will er aber das vollständig haben, indem wir ihm zujubeln. Gott will den Jubel seines Volkes hören. Ich muss das nochmal sagen. Gott will den Jubel seines Volkes hören. Gibt es jemand hier, der das glaubt? Eine? 2, 3? Okay. Leute, das ist nicht eine neue Methode, sondern wenn wir die ganze Psalmen angucken, die Nationen werden zujubeln dem König aller Könige. Und das ist das, was gerade auf diesem Globus passiert, Leute. Lockdown ist eine Sache, aber die eigentliche Sache ist immer mehr aus den Nationen jubelt König Jesus zu. Das ist die Zeit, in der wir leben. Der Heilige Geist offenbart Jesus. Wir brauchen die Erkenntnis der Herrlichkeit und gleichzeitig aber sagt der Heilige Geist, und jetzt? Stell dir vor, du gehst in die Oper. Ne? Wer von euch geht gerne in die Oper? Wow, okay. Ich bin kein Musikliebhaber, so in dem Sinne, aber Sibylle und ich gingen einige Mal in die Oper in Braschow, weil es ja nicht so viel Kulturprogramm gibt, aber Oper. Und da kamen dann oft so Leute oder Ballett aus Petersburg und so, ne, Schwansee. Oh Leute, das ist faszinierend. Ja? Und dann kommen die, machen ihre Performance
und du bist einfach nur sprachlos. La. Und dann stellt euch vor, das Ensemble macht Weltklasse-Auftritt und die Leute sitzen drin. Ja, schon recht so, ne? Okay. Wie würdest du dich als Artist da fühlen? An dem Platz brauche ich nicht mehr zu kommen. Na, da ist keine Kooperation da. Und jetzt haben wir den größten Artist des Universums. Sein Name heißt Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Er hat das Universum geschaffen mit seinem Wort, die Sterne, die Galaxien und so weiter. Und dann hat er Menschen geschaffen, wunderbar, einmalig. Und dann hat er sogar für ihre Schuld bezahlt, hat sie aus dem Dreck rausgeholt. Und was will dieser Jesus? Wow, Jesus, danke. So wie, das ist so der Ausdruck, jemand, der etwas so Fantastisches darbietet. Er will, dass wir es kapiert haben und dass er in unser Herz reingeht. Er will unser Herz, er will, dass aus unserem Herz rauskommt. Wow, danke, Jesus. Und mir geht es jetzt nicht darum, neue Formen einzuüben, Leute. Macht die Form, die ihr wollt, na? Aber es geht mir um unser Herz. Es geht mir um mein Herz. Und es geht mir um dein Herz. Und es geht mir, dass unser Herz Gott gegenüber in der richtigen Position ist. Okay, das war das Risiko. Jetzt können wir bitte zur nächsten Folie kommen. Unsere Verletzlichkeit. Das Risiko, Gott wollte das Beste. Und die Bibel sagt, dann vor Grundlegung der Welt hat er schon geplant, wie die Route neu berechnet wird, wenn das schief gehen sollte. Wenn es schief gehen sollte, dass Adam und Eva doch von diesem blöden Baum essen würden, dann ist nicht das Ganze kaputt, sondern dann wird die Route neu berechnet. Das heißt, dann haben Vater, Sohn, Heiliger Geist einen Rettungsplan schon vor Grundlegung der Welt gehabt. Dann geht einer von uns runter. Wer ist das? Okay, der Sohn, sagt der Vater. Okay, dann geht der Sohn runter auf die Erde. Er wird wie so ein kleiner Mensch und lässt die Herrlichkeit des Himmels zurück, die Unfehlbarkeit und alles und geht in dieses kleine, enge Korsett, menschliches Leben. Und in diesem Korsett lebt er ein Leben ohne Fehler, ohne Schuld, total vollkommen und immer in Beziehung mit dem Vater. Und dann ist der Rettungsplan vollfüllt, wenn dieser eine, der Sohn des Vaters, sagt dann, Vater, all die Verfehlungen von allen Menschen, sogar die von Hitler und Stalin, alles zusammen, das nehme ich auf mich, damit eine Brücke gebaut wird und es dann, wenn die Route neu berechnet wird, dass es nicht in die Grube geht, sondern da baue ich eine Brücke, dass man über die Grube kommt. Die Route wird neu berechnet, da wird eine Brücke gebaut, dass man über die Brücke zurückfahren kann auf die richtige Straße und wieder zum Schöpfer kommen kann. Leute, ist das gute Nachricht? Okay, also der Plan B, Plan der Rettung, war von Anfang an gefasst. Was war die Verletzlichkeit des Menschen? Misstrauen Gott gegenüber. Als die Schlange kam, ja, ich gehe davon aus, ihr kennt all diese Überlieferungen von Genesis 3, sollte Gott wirklich gesagt haben? Hey, weißt du wirklich, was Gott gesagt hat oder hast du es vergessen? Prägst du dir das ein? Soll Gott wirklich gesagt haben? Hey, ich denke, sagt die Schlange, Gott will nicht dein Bestes, er enthält dir das und das und das vor. Ich weiß, als ich 20, 22 war, oder die ganzen Jahre Teenager bis Gott, nein, danke. Wenn ich mit Gott anfangen würde, mit dem Gott der Christen, mit dem Gott der Kirche, der würde mir das und das und das verbieten. Typische Lügen über Gott. Gott, der vorenthält, Gott, der lebensfeindlich ist. Mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Richtig, mit diesem Gott braucht man auch nichts zu tun haben. Aber so ist er nicht. Satan, der Vater der Lüge, bombardiert die Welt so mit Lügen über den echten Schöpfer und Retter. Und diese ganzen Lügen sind in den Köpfen. Er will nicht unser Bestes. Die zweite Verletzlichkeit, ihr werdet nicht sterben. Ess doch von dem Zeug. Das macht dich so klug und so clever. Du kannst über alles schauen und so und über allem stehen. Es hat keine Konsequenzen. Forget it. Tu doch einfach, was du willst. Und überhaupt, ihr werdet sein wie Gott. Unabhängig. Ihr macht eure eigenen Gesetze, ihr macht eure eigenen Regeln, euren eigenen Lebensstil. Warum müsst ihr euch unterordnen? Warum müsst ihr ein Wesen haben, das cleverer sein soll als ihr? Ihr seid so clever, ihr braucht das alles nicht. Das war die Verletzlichkeit. Das war die Verletzlichkeit am Anfang der Schöpfung. Frage, gibt es diese Verletzlichkeit heute noch? Danke, dass ich ein paar Nicken sehe. Ne? Und wir machen jetzt wirklich so ganz kurz
eigene Reflexion, 1 Minute. Diese Verletzlichkeit, die es damals gab, wir sind Nachkommen von Adam, wir sind herausgerissen, kommen wir gleich zurück, aber wir leben noch in dieser Phase, das Reich Gottes ist schon angebrochen, noch nicht vor Ende. Das heißt, in dieser Phase, bis Jesus wiederkommt, haben wir noch diese Restspuren in uns. Und diese Restspuren kann Vertrauen, Misstrauen Gott gegenüber sein, Leugnung, wir verstehen nicht, dass es Konsequenzen hat, oder Unabhängigkeit. Ich brauche keinen Gott und ich brauche auch meine Geschwister nicht. Ich brauche auch keine Gemeinde. Ich kann selber mein Christsein leben und ich komme schon irgendwie, ich rutsche da schon rein, Himmel. Ne? Ich habe mein Navi so gestellt, dass es auch einen anderen Umweg da gibt. Ne? So, kurze Reflexion. Kennst du aus deinem Leben diese Verwundbarkeit, diese Verletzlichkeit? Misstrauen, Gott will nicht das Beste? Gibt es einen Lebensbereich, wo du denkst, ich liefere den Gott nicht aus, weil er nicht mein Bestes will? Gibt es diesen Lebensbereich, wo du sagst, es wird keine Konsequenzen haben, ich kann einfach so weiterfahren? Oder gibt es diese Verletzlichkeit, ich bin ja schon fast wie Gott, ne? Du sagst es nicht so als Christ, aber du sagst vielleicht, ich brauche niemanden, der mir etwas sagen lässt. Ich brauche Gott da nicht mein Leben reinreden lasse, ich kreiere meine eigenen Lösungen. Kurze Reflexionen. Lass dir mal den Geist zeigen, wo es diese Dinge gibt oder ob es sowas gibt in deinem Leben und wo. Okay, wenn du jetzt in deinem Leben etwas entdeckt hast, habe ich gute Nachricht für dich. Und eine ernste Nachricht. Die ernste Nachricht ist, wir werden verletzlich bleiben. Wir sind Menschen. Die gute Nachricht ist, wenn wir unsere Verletzlichkeit vor Gott bringen und sagen, Gott, ich habe entdeckt in meinem Herzen Unabhängigkeit, Misstrauen, dann handle damit. Und ich will dich ermutigen, warte nicht, bis du vor Jesus stehst, fang heute an, morgen an, mit Menschen darüber zu reden. Und ein Teil, wie die Route, wie wir auf dieser neu berechneten Route zum Ziel kommen, ist die, dass wir anfangen, über unsere Verletzlichkeit zu reden. Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Misstrauen, all diese Dinge, die uns von Gottes ursprünglicher Idee abführen würden. Okay. Und die Konsequenzen waren, okay, Misstrauen als Lebensstil. Und dann haben sie die Schürze angezogen. Das steht für Scham. Wenn die wirklich wissen, wie ich aussehe, wie ich bin, dann würden sie mich nicht mehr lieben, nicht mehr mit mir reden. Scham ist der Ausdruck davon, ich kann nicht mehr echt sein. Scham heißt Beziehungsqualität verloren. Kann es sein, dass wir in einer Welt leben, wo viel Beziehungsqualität verloren ging? Oder sind wir schon auf dem Level, wo es fast ist wie im Himmel? So viel drunter? Oder so viel drunter? Okay. Leute, die Realität ist, wir haben viel verloren. Wir tragen nicht nur Schürzen, wir tragen gute Jacken und Mantel und Stiefel und wir sind gut ausgerüstet, um unsere Performance zu leben. Aber das Performance zu leben aus Angst, dass wir abgelehnt sind, nicht gut genug, das eigentlich erstickt das Beziehungsqualität und Lebensfluss. Und das Evangelium heißt, die neu berechnete Route, leg das Zeug ab. Komm zum Vater, der dich liebt, wie du bist, und fängt an, untereinander so miteinander umzugehen, dass ihr ohne Theater und ohne Performance einander begegnet, mit Herzensbeziehungen. Eifersucht, Hass, Gewalt, die ganzen Konsequenzen kennen wir. Und jetzt kommen wir zum Ende, zur Landung. Die Route wird neu berechnet. Und ich lese jetzt hier einen Vers aus Römer 8 vor. Was kann man dazu noch sagen, zu diesem Risiko, zu diesen bösen Konsequenzen? Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken?
Wenn wir Gott immer wieder neu, frisch, persönlich erleben wollen, ist es gut, dass unser Herz immer wieder zu diesen Wahrheiten kommt. Wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Alles andere heißt nicht, wir brauchen jetzt noch größere Häuser, schnellere Autos oder sonst was. Kann auch mal sein. Why not? Na, Gott ist groß. Aber die ursprüngliche Idee ist, Gott will uns schenken diesen inneren Frieden, diese innere Gewissheit. Ich bin bei ihm zu Hause. Mein Leben hat Sinn. Und vielleicht das Größte von allem. Ich bin angenommen, wie ich bin. Es ist alles gut. Lasst unser Herz immer wieder darin zur Ruhe kommen. Und die neu berechnete Route, die könnte so aussehen. Ihr versteht, in einer Predigt kann man nur so die Spitze vom Eisberg so skizzieren. Und ich skizziere diese Spitze vom Eisberg der neuen Route so. Es ist vollbracht. Leute, wenn ihr von der Bibel euch einen Satz merkt, merkt euch diesen Satz. Es ist vollbracht, der Vorhang ist zerrissen. Als Adam und Eva aus dem vollkommenen Garten rausgeworfen wurde eine Mauer gebaut, feurige Mauer, Cherubim, kein Weg zurück. Und jetzt kommt Jesus, der sagt, der Vorhang ist zerrissen, die Tür ist offen, ihr könnt wieder ins Paradies. Und damit meine ich nicht, dass jetzt ab dem Moment, wo ich sage, ich glaube in Jesus wir im Paradies leben, aber die Bibel sagt, ab dem Moment sind wir mit Jesus versetzt in himmlische Orte, sind wir mit ihm zusammen und haben die Gewissheit, dass dann, wenn ein neuer Himmel kommt und eine neue Erde, dass wir dabei sein werden. Die neue Route, es ist vollbracht, der Vorhang ist zerrissen. Es gibt eine gute Brücke es gibt Brücken über alle Täler. Er gab uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Die nächste Folie mit dem Text. Ich gieße reines Wasser über euch aus. Ihr werdet rein sein. Wer von euch ist rein? Leute, wir sind rein durch das Blut Jesu, nicht weil wir nicht gefällt haben. Ne? Das ist unsere Identität. Von allen euren Unreinheiten, von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus euren Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Leute, das ist Evangelium. Das ist so die neu beschriebene Reise. Wir haben ein neues Herz. Wir haben einen neuen Geist. Wer von euch hat ein neues Herz? 2, 3, ne? Leute, in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich gebe mein Leben dir, vergib mir für meine Schuld, ich will dein Kind sein, komm in mein Leben, dann bekommst du in diesem Moment ein neues Herz, einen neuen Geist, du bist ein neues Wesen, du hast Zugang, der Vorhang ist zerrissen. Wow, das ist Evangelium. Und dann, wenn wir zurückgehen zur neuen Route, ich habe das nur auf 3 Punkte konzentriert. Zurück zur Route bitte. Es ist vollbracht. Er gab uns ein neues Herz. Und jetzt, die Tür ist offen. Alle sind eingeladen. Warum laden wir Leute ein zu einem Fest? Weil wir selber überzeugt sind, Leute, das Fest ist super. Warum sollen wir unsere Nachbarn, Verwandte, Arbeitskollegen einladen zu einem Fest, weil wir denken, naja, das Leben ist langweilig mit Gott. Man geht halt sonntags in die Kirche und dann liest man auch noch eine Bibel und das ist so ein altes Buch, was man eh nicht versteht. Ne? Hey Leute, wir haben selber, deshalb müssen wir das verstehen, was wir haben. Wir haben ein neues Herz, wir haben einen neuen Geist, ein neues Herz, was fähig ist, die Liebe des Schöpfers des Universums zu empfangen und sagen, deine Liebe, Gott, ist durch deinen Heiligen Geist in mein Herz reingegossen. Und ich habe nicht nur die Erkenntnis, sondern ich juble dir zu über diese Erkenntnis. Und das ist das. Erst dann, wenn wir anfangen, mit der Erkenntnis zu kooperieren, die Erkenntnis als Dankopfer Gott zurückbringen, dann gibt es in unserem Herzen Substanz. Und das ist dann, schafft dann in uns eine, wow, wir sind auf einer fantastischen Party. Wir sind an einem Ort, wo Gott selber, der Schöpfer, ist gegenwärtig in unserer Mitte. Und er ist hier. Aber lasst uns ihn nicht hier irgendwo in einer kleinen Box packen, dass er nur eine halbe Stunde raus darf, sondern er ist hier und er will sagen,
ich bin mit meiner ganzen Liebe hier. Ich will die Kranken heilen. Ich will Menschen versöhnen. Ich will Menschen Hoffnung geben. Ich will Menschen ihre Bestimmung zeigen. Ich will Menschen mit reinbeziehen in meinen ewigen globalen Plan. Die Tür ist offen, alle sind eingeladen. Die Einladung ist eine Familienangelegenheit. Kommt zu unserem Fest, ihr Leute von Wettingen und Baden. Deshalb ist Jesus gestorben. Das ist die neue Route. Die alte Route, die wir nicht neu erfinden müssen. Wir wollen sie uns nur neu vor Augen malen. Seid ihr dabei? Dann lasst uns beten, dass Gott uns Gnade dazu gibt. Wir dürfen jawohl. Dankeschön. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ich will jetzt einfach beten, dass der Heilige Geist uns Jesus vor Augen malt und dass wir in unserem Herzen einfach mit ihm kooperieren. Hier geht es nicht um Handzeichen, Aufstehen, sonst was. Es ist jeder für uns verantwortlich vor Gott. Gott ist das Risiko eingegangen. Er will unser Herz. Und jeder von uns entscheidet, wie er mit diesen Wahrheiten und mit diesen Offenbarungen kooperiert. Herr Jesus, wir werden nicht müde, auf dich zu schauen, auf dein Kreuz zu schauen und sagen, danke, danke, danke. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns vergibst, weil wir das so für selbstverständlich genommen haben. Das ist das Christentum. Du bist für uns gestorben und wir kommen in den Himmel. Vergib uns, weil wir das Evangelium so reduziert haben. Und wir wollen bewusst sagen, dass wir diese gute Botschaft, diese Information über deine Person, über dein Wirken, wir wollen es aus der Box rauslassen. Und ich bete, Herr Jesus, dass du alle von uns, die wir heute hier sind und es online hören, dass wir von dir neu überrascht werden über deine Güte, die uns zur Umkehr leitet, über deine Güte, die uns neu fasziniert. Heiliger Geist, ich bete, dass du Überraschungen schenkst, dass du Augen öffnest, dass du Herzensoffenbarungen schenkst, dass du uns herausholst aus Tradition. Und ich glaube, es sind auch Menschen hier, die Gott nicht vertrauen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, da wo du Bereiche in deinem Leben hast, wo du sagst, oh, da wird Gott mir eh nicht helfen. Ich will dich jetzt ermutigen, nimm genau diesen Bereich, der für dich der schmerzhafteste ist. Wo du sagst, da habe ich eh aufgegeben. Nimm jetzt diesen Bereich und sag, Vater, du bist gut. Ich lege ihn dir hin. Zeig du deine Güte. Nimm die Bereiche, wo du es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen, sag, Gott, hier ist es. Ich leg's dir hin. Und für manche heißt es auch, Enttäuschungen loszulassen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wo wir immer wieder enttäuscht werden. Aber ich ermutige dich jetzt heute Morgen, lass deine Enttäuschung los. Lass es nicht zu einem Meilenstein werden, der dich zurückhält. Lass Enttäuschungen los. Und da, wo die Enttäuschungen dich sogar verletzt haben, vergib den Menschen, die dich verletzt haben. Dann wirst du frei werden und die Beziehung wird neu fließen können. Und vielleicht sind Menschen hier, die sich zufrieden gegeben haben, mit deinem Leben einfach das Gewohnte zu tun. Und ich glaube, dass einige hier sind heute Morgen, zu denen Gott sagt, komm aufs Wasser mit mir, komm aufs Wasser mit mir, komm aufs Wasser mit mir. Und du wirst sehen, ich werde dich festhalten. Vater, ich bete, dass die Berufungen und Bestimmungen, die du reingelegt hast in unser Leben hier, dass sie freigesetzt werden.
dass du jeden auf eine neue, persönliche, liebevolle Art und Weise zeigst, wie sehr du uns liebst, dass wir eingeladen sind zu diesem Fest beim Vater und dass wir von dir berufen sind, den König des Universums zu repräsentieren. Und ich bete, Vater, dass es rausgeht von hier, dass es wirklich eine Überschwemmung in der Region bewirkt, eine Überschwemmung von der Erkenntnis Gottes. Überschwemme unsere Herzen mit der Erkenntnis Gottes und gib Gnade, dass es weiterfließt. Wir vertrauen dir, Jesu, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens, du Kopf vom Kreuzpunkt. Halleluja. Amen.